Jetzt live übertragen. Boom! Wow. Normal müssen wir jetzt halt richtig krass live unterwegs sein. Hallo. Na, Hallo. mhm. Warum nicht? Also bei mir steht warten auf Viva la Movilusion. Jetzt geht's ab. Jetzt sind wir online. Jetzt habe ich es gesehen, dass wir da sind. Wir haben ja gerade eine Verzögerung von 8,5 Stunden circa. Ah ja, da. Sprich auch von meinem Laptop mir auf das Handy zum Kontrollieren da kriegst du ein wenig einen Jetlag. Offensichtlich. Gut, dann wie immer dürfen Sie die nicht anwesenden Leute erst einmal unseren Trailer anschauen. Klick. Weiß ich, was er möchte, warum es so langsam ist. Es hängt alles. Ja. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Der Seppi ist so Hudlatter, der macht mich ganz nervös in seinem Part. Voll, gell? Ich finde den Mike dafür immer sehr anregend. Also, mir macht das schon an, wenn er da auf seriös. Eigentlich nicht nur du, der ist ja seriös. Ja, ganz seriös ist er. Ganz seriös ist er, aber ist wurscht, jetzt sind wir da. Der Gnedelwutzler und der Sesselbärwutzler sind auch da. Schön, dass Zwei Wutzler, ja, Wahnsinn. Zweimal wieder gewurzelt, ja. Ja, dann erstmal die Frage, Kani, wie geht's? Ja, gut. Sollten fein. Ich schau gut aus. Fein. Ja. Ich schau gut aus, muss mir gut gehen. Ich schau frisch aus, oder? Hoffe ich mal. Es geht. Ja, das ist Hitzen, macht mich fertig. Alles über 20 Grad und ich bin nicht happy mit meinem Leben. So, ich habe jetzt schon mal die neue M-Games auspackt. M-Games? Ja, klar. Also wie Martha, M wie Martha Games. Genau, wie Martha. Da kann ich dann nochmal hier das Highlight rein tun. Das ist auch schön, wenn ein Videospiel Magazin erstmal Lego einballert. Und das ist eigentlich das erste ist, was ich sehe, wenn ich es aufblätter. Ist wahrscheinlich in dem Fall auch das Wichtigste. Weil ich weiß jetzt nicht, ob zum Showcase von Microsoft und zu der Nintendo Direct in der Ausgabe schon was drinnen ist, weiß ich nicht. Das werden auch noch sehr coole Dinge, aber da schmerzen wir lieber im Talkthrough, den wir ja die Woche auch noch aufnehmen. Weißt du, da bin ich einmal vorbereitet, habe hier nagelneue M-Games gerade live ausgepackt, das hat keiner gesehen, aber ich habe das auch gehört. Hier der Jojo Stefan ist auch da, servus. Der Rö schreibt er. Er ist offensichtlich ein Elefant. Wo ist denn Krawallmaus heute? Was soll das überhaupt? Jetzt, du sollst dir unsere Community blöd ummachen, verzeih mal was mit Mehrwert. Du musst dich erstmal entschuldigen, warum letzte Woche nichts war. Ich muss mich da entschuldigen. Wenn keiner von euch Schwanzgesicht der Zeit hat. Das ist ja dein Format. Du bist der Regisseur. So. Also du bist ja hier praktisch der Stammmoderator und wir sind ja nur Gäste. Die dreckigen, ekligen Gäste. Ja, und ich mache das nur mit Gästen. Hallo, hocke mich nicht her. Was soll denn das? Wieder bescheuert Steven Glansberg in Superbad. Was geht ab, du Pussy? Da haben wir dann ausfallen lassen. Vielleicht kann ich mich irgendwann einmal, falls wirklich keine Zeit hat, dazu überwinden, dass ich sage, jetzt hocke ich mir allein her und schmerz mit ein paar von den Affen, die uns zuschauen. Letzte Woche war dieser Zeitpunkt noch nicht. Es hat aber keine gescheiten News, das muss man auch dazu sagen. Es ist wirklich, die geballte Newsladung ist heute. Die ist heute. Weil letzte Woche war da nicht die erste Folge House of the Dragon, das hätte man ja auch irgendwie schon groß ankündigen können. Ja, dafür kann man dann gleich mal sagen, dass es schon mal Staffel 3 verlängert worden ist. Ja, Mann, hier, klar meine News, du hast die dafür nicht angemeldet, du Sack. Ja, Entschuldigung, ich habe mich wenigstens angemeldet. So, dann vergesst es, was er gesagt hat. Ich erzähle euch jetzt mal was. House of the Dragon ist dann wieder mal komplett draußen und sie haben schon die 3. Staffel angekündigt. Alter Verwalter. Ja. Und das ist natürlich traurig, weil warum machen sie das nicht gleich so, dass dann sagen wir, sie machen die 3. und die 4., weil 4. brauchen sie mindestens noch. Ich weiß nicht, da bin ich überhaupt nicht im Thema. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe die ersten 2 Folgen noch gar nicht gesehen. Ja, noch nicht. Oh, schon her, passt dann. Ja, ist es doch eine Schande, dann passt es schon. Ich bin bis jetzt nur erfolgreich diesem Internet ausgekommen, da wo das wahrscheinlich thematisiert wird und ja. Ich glaube mittlerweile auch gut alle Seiten, die gern spoilern, weg.
Also bisher bin ich auch jeder Info irgendwie ausgekommen. Ja, das ist ein Wunder. Ja, mich wundert es auch. Mich wundert's auch. Ich glaube, das liegt daran, dass ich kein Facebook mehr habe. Na, auf Facebook war es oft so, hey, was ist das für ein Beitrag? Und dann hast du immer so Hurensöhne drinnen gehabt, die gemeint haben, sie sind jetzt lustig und spoilern da irgendwo eine. Und Ja. das hast du auf den Portale, wo ich jetzt unterwegs bin, bisher nicht. Pornhub und X-Hamster und so. Aber du hast bestimmt schon was zu die Boys gesehen, oder? Ja, der Boys bin ich aktuell. Schau. Bist du da auch schon aktuell, oder? Nein. Hast du zu The Boys vielleicht auch eine Info? Eine traurige Info. Das haben wir ja schon gesagt, oder? Dass nach der 5. Staffel gar ist. Haben wir das schon gesagt? Ja, ich weiß Ja. nicht mehr. Ja. Nicht mehr. Aber ja, Das ist ja schon lang bekannt. Da war ja ich das letzte Mal dabei, als wir das The schon Boys. gesagt haben. Leider. Aber Staffel 4 wieder geil. Ja. Kani, was hast denn du so für heiße Infos? Heiße Info ist genau das richtige Stichwort, als darfst du wissen, was ich mir da vorbereitet habe. Und zwar haben wir ein Spin-off zu Megan angekündigt gekriegt, namens Soulmate, kommt 2026 und wird als Erotic-Thriller beschrieben. Da möchte nämlich ein Mann den Verlust seiner Frau mit Hilfe einer Androiden mit künstlicher Intelligenz verarbeiten. Und wenn es ein Spin-off von Megan ist, dann kann man, vielleicht macht dann die Soulmate mit der Megan Schere. Weil es ist ja Erotic-Thriller. Hast du überhaupt dann schon erwähnt, dass Megan 2 auch rauskommt? Ja, das ist ja schon lange bekannt, wie du sagen kannst. Das ist ja schon lang bekannt. Geh weiter, Krampfe, du mit deinen alten Kamellen, das möchte ja kein Mensch mehr hören. Ja, leck. Hat der Megan gefallen? Ach, ich weiß nicht, Megan war mir irgendwie für einen Gruselfilm zu ungruselig, für einen brutalen Film zu wenig brutal. Irgendwie war mir das, hat sich Megan für mich überall ein wenig bedient, aber überall einfach zwingen. Das war für mich ein bisschen unausgegoren. Der hätte voll Potenzial gehabt. Vor allem so die Schlussszene mit den ganzen Leuten, hätte ich mir so ein Ding wie beim Chucky-Remake gewünscht, dass man da jetzt vielleicht einmal einen ganzen Schwung Leid häckselt, aber naja, aus der Sollte Spesen nicht nichts sein. gewesen. Sollte nicht sein. Sollte leider nicht sein. Genauso wie anscheinend die Blade-Verfilmung nicht sein soll. Jetzt ist nämlich bekannt worden, dass ich weiß nicht, wie man ausspricht, in dem Fall der Jan Dimanche, Achso. nein, leider nicht, Jan Dimanche, in der Netz, Jan Dimanche, das hört sich fachmännisch schon, als Regisseur abgesprungen ist. Ist wieder ein herber Rückschlag für den Film. Ursprüngliche Version war geplant gewesen, dass er in die 1920er Jahre spielt. Das kann ich mir interessant vorstellen für Blade. Aber eine gute Nachricht gibt es auch. Anscheinend ist Mia Goth, die wir bald als Maxine auf der Leinwand sehen, immer noch im Cast vertreten. Sie spielt angeblich die Lilith, das ist so eine Dämonen-Vampir-Göttin, die aufs Blut von Blade seiner Tochter scharf ist. Naja, mal schauen, was am Ende dabei rauskommt, weil, wie gesagt, irgendwie kriegt Blade einen Rückschlag nach den anderen und kommt nicht wirklich so von der Stelle. Ich hab gerade die ganze Zeit gedacht, du redest von Blade Runner, von der Serie Blade Runner. Dann hätte ich Blade Runner Blade Runner 2099, oder? So heißt's. Ja, Kommt Kommt auf Amazon ich Prime. glaube Amazon, ja. Gibt die heuer noch? Ich weiß Mhm. gar nicht. Unwahrscheinlich, weil sie gerade erst wieder irgendjemanden für einen Cast pronounced haben. Pronounced. Ja. Du meinst announced. Na, Ah, pronounced. sie haben einen pronounced, okay, passt. Ja, sie haben- weil man sie nicht haben gewusst hat, gesagt, wie man ausspricht, so wie Ja, genau, Will in die Nimmel. Ja, richtig. Okay. How to pronounce the new cast. Großer Gott. Weißt du, was eine ganz verrückte Info ist, was ich gelesen habe, dass Spaceballs ein Sequel kriegen soll. Spaceballs. Ja, der Mel Von Brooks Mel Film. Brooks. Okay. Genau, der Mel Brooks Lebt der eigentlich noch? Ja, ich habe dann nämlich auch nachgeschaut, weil man gedacht habe, der Kerl ist doch 180.000 Jahre alt und er Ja. ist tatsächlich, ich glaube, 96 oder 98 Jahre alt und fungiert aber immer nur als Produzent bei dem angekündigten Sequel und es spielt der Josh Gad mit. Den hat man schon mal gesehen in so kleinere Rollen, aber ja, so ist er für mich eigentlich relativ unbekannt. Also wetten, dass die ein Baby Yoda mit einbauen? 100 Pro. Ja. 100 Pro. Aber ich möchte einen Pizzamampf wieder dabei haben. Pizzamampf. Aber Ja, und diese richtig geilen Meta-Witze. Wenn er dann Ja, sein da hab ich- Merchandise sagt und dann. da habe ich mich schon gefragt, ob die nochmal so einen Humor hinkriegen wie im originalen Spaceballs und ob das nochmal so funktioniert. Wenn der Mel Brooks den selber macht. Ja, er ist nur Das Produzent. ist ja- das ist jetzt ja, die Frage. Er ist ach so. nicht Regisseur.
Da ist noch nichts bekannt, wer Regie führt. Und ich weiß ja nicht, wie weit dass er sich dann mit seinen knappen, wie gesagt, der kratzt am 100er, ob der nicht nur da liegt und sie nehmen sein Hand und unterschreiben irgendwo, dass er Produzent ist, damit er noch Kohle für seine Nachfahren einsackeln kann. Oder ob der auch noch wirklich irgendwie da mitschmerzt. Keinen Schimmer. Mehr weiß man, glaube ich, zu dem ganzen Thema noch nicht. Da hat es eben nur geheißen, diese 2 Infos soll kommen. Mel Brooks Produzent und dieser Josh Gad als Darsteller gecastet. Also ich hoffe ja, dass der Adam Sandler den Film macht. Ich hoffe, dass du bei Viva la Movie so nicht dann aufhörst. Schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr, dass ich aufhöre? Abhauen. Der Sprüview_you sagt Servus. Ja, jetzt habe ich gedacht, du kommst wieder mit irgendeiner Info. Na, ich doch nicht. Ich hab keine Infos. Okay. Ach so, war's das schon, oder was? Na, was nicht. Hast du, Okay. hast du alles steht Kopf 2 schon angeschaut im Kino? Ich habe gehört, dass das der erfolgreichste Film des Jahres ist. Dass Hat die schon Dune über innerhalb von 8 7 Tagen, glaube ich, Dune eingeholt. Dune 2. Ja, das ist eigentlich eine Frechheit. Also Ja. das hat ich schenkt dem Film alles, der soll so kurz sein, wie nur geht, aber Dune 2 überholen, Lass schäm Dune dich, 2 Film. du Ja. Mistsack. Ja, auf alle Fälle ist das Ding erfolgreich genug, dass man jetzt eine Serie für 2025 angekündigt hat. Yay. Yay. Ich weiß nicht, also im Kino werde ich nicht sehen, den 2. Teil, weil ich bin ja ich glaube, ich habe schon öfter mal gesagt, vom 1. schon nicht so der Fan wie viele andere. Ja, Darum weil du nicht interessiert verstanden hast, warum sie das mit einem kleinen Mädel gemacht haben und nicht mit so einem gut Ich verstehe schon aussehenden, Sachen, die man mit jungen, kleinen Mädels macht, aber nicht das. Was? Scherzanruf, Scherzpodcast. Ja, genau. Es hat nur noch gefehlt, dass du sagst, ja, in einen kleinen Mädel machst. Nein. Ja gut, aber der Film hat ja in dem kleinen Mädel gespielt. So, wer kann sich jetzt alle Stickkopf 2 nicht mehr anschauen, ohne naiv Ohne in diesen Ständer. Film rein- Oh Gott. So, apropos Ständer. Oh, Ja, von Rick und Morty gibt es jetzt dann bald ein Anime-Spin-Off. echt? Ja, Verrückte Scheiße. Staffel 7 ist jetzt erst losgegangen auf Netflix, gell? erzählt jetzt im Prinzip, oder es ist eine Neuerzählung, was ja jetzt bei Rick und Morty nicht ganz so schwer ist, nur im Anime-Stil. Ziemlich geil, da freue ich mich Also, drauf. Die Weil ich hab gleiche erst so Geschichte nochmal, oder wie? Aber halt als Anime. abgewandelt. Also hast du schon mal Rick und Morty gesehen? Ich bin, wie gesagt, ich habe angefangen mit der 7. Staffel jetzt erst, ja. Und die davor hast du auch schon gesehen? Ja. Okay, ja, dann ist ja im Endeffekt eh easy. Die Mhm. brauchen ja nur in ein anderes Universum. Ja, in eine weil andere das habe ich jetzt Parallelität. gemeint, die machen jetzt kein Remake in dem Sinne, das habe ich jetzt gemeint. Ja, doch, also das ist ähnlich wie bei Supernatural, wo es da den Anime gemacht haben, dass Mhm. die halt die Geschichte einfach nochmal neu erzählen, nur halt im Anime-Stil. Die habe ich leider nicht gesehen. Jetzt ist Krawallmaus da. Yeah. Ja. Ja, aber kann ich mir cool vorstellen. Aber vor wenn allem- das halt so ähnlich ist wie bei Supernatural, dann kommt vielleicht ja nur eine Staffel raus und dann ist es tot. Ich habe Supernatural den Anime leider nicht gesehen. Das ist auch ziemlich gut. Glaube ich, ja. Geht's, also im Prinzip sind echt sau viele Parallelen drin und im Anime-Stil ist halt dann auch nochmal extra gruselig. Ist der irgendwo drin, dass man sich den frei anschauen kann? Weißt du das? Du I bist do not so have- Versautheit. No. Überall du merkst rein, kleine Mädchen, also Alter. Halt. Und dann auch noch umsonst. Dann auch noch umsonst, ja. Was soll ich machen? Ich habe ja nichts Geld. Na, du nicht. Ja. Der Podcast wirft zwingend Geld ab. Ja. Und da hast du nichts in der Hand, gell? Überhaupt nichts. Wo sie kann jetzt sagen, sie kann wieder gehen. Ich habe vorher schon gefragt, was das eigentlich soll, dass du nicht da bist, Krawallmaus. Und wir haben uns jetzt gefreut, dass du doch noch gekommen bist. Ja. Da lügt er Und wenn- dieses Mal nicht. Nein, lüge nicht, weil wenn du mich lang einerfängst, dann wirst du zur Krawallpute umbenannt. Aber jetzt mal, Dring nicht so ekelhaft, wenn du aufnimmst. jetzt nur mal zurück. Alles steht Kopf 2, Mhm. aber es läuft ja aktuell ein ganz anderer heißer Film im Kino. Sting. Na, Doch, Bad Boys for Life. Ja, die Mann sind auch nicht schlecht ab mit Code. Ja, absahnen. Im Gegensatz zu Alles steht Kopf 2 ist das natürlich lächerlich mit Ja, der ist eh Millionen. klar. Das ist eh klar. Ich meine, weil allgemein bis zu den 2 Filmen war ja der Blockbuster-Sommer noch relativ mau, hat es geheißen. Ja, Sind ja auch solche Dinge eben wie Furiosa, hat nicht wirklich, leider nicht richtig eingeschlagen. Beim Planet der Affen weiß ich es jetzt gar nicht richtig. doch, Planet der Affen. Es ist zwar der
schwächste Box-Office-technisch seit dem Reboot, also seit 2011. Mhm. Aber der hat trotzdem das Doppelte von seinem Budget eingespielt. Ja, immerhin. Ja. Immerhin. Ja, Bad Boys werde ich wahrscheinlich frühestens bei die Prime-Deals für 1 Euro mitnehmen. Mein Gott, bist du gemein. Weißt du, der arme Will Smith. Ja, eigentlich hätte er es verdient, dass er ins Kino geht, weil er ein Ding nicht geschmiert hat in die Oscars. Ja. Für das hat er einen Steuerbredel bei mir. Aber ja, also wenn, dann möchte ich jetzt nur Planet der Affen und Furiosa schaffen im Kino. Hm. Bevor ich, und dann darf halt gar nichts laufen, damit ich sage, jetzt gehe ich möchte ins Kino, dann schauen wir halt Bad Boy so. Du meinst Garfield und sowas. Ja, den darf ich mir wahrscheinlich auch noch vorher anschauen, bevor ich Bad Boys anschaue. Fetter Quamper der Coder damit, da kann ich mich identifizieren. Das ist so mein Seelentier irgendwie. Mit dem du dich identifizieren kannst, das ist jetzt auch wieder eine richtig gute Herleitung zu dem nächsten. Weil was ich hab. mir unsere Gehirne verschmelzen miteinander. Ja, halt. Und zwar ein Film, der eigentlich auch sehr gut ins Kino passen hat, aber leider nicht ins Kino kommt, sondern nächste Woche auf Netflix erscheint. Und du weißt jetzt ganz bestimmt, von was ich rede, oder? Na, was kommt nächste Woche auf Netflix? Keine Ahnung, da bin ich überhaupt nicht up to date, was Ich Netflix gebe dir einen aussagt. Tipp. Es spielt mit der Eddie. Beverly Hills Cop 4, oder? Ja, Axel F. Richtig Excellent. geil. Ich bin raus. Ich bin raus. Ach, Kim. Hä? Na, Aber was ist mit deinem Axel Foley Tattoo? das habe ich lasern lassen. Achso, okay. Das habe ich nicht mehr. Das hast du zu oft angeschaut, oder? Ja, aber ich habe für Eddie Murphy auch gute News. Das ist, ich glaube sogar der Eddie Murphy ist da gefragt worden. Shrek 5 ist anscheinend in Produktion und ein Solo-Film im Esel. Und ein Eddie Murphy, seine Stimme funktioniert für mich nur als Synchronstimme im Deutschen vom Esel. Ansonsten kann ich einen Eddie Murphy seine Synchronstimme, die packe ich einfach nicht. Ich kann mir keinen Film anschauen mit dem, weil mir die Stimme so viel aufregt. Keiner redet so, keiner. Also, magst du Beverly Hills Cop gar nicht? Nicht sonderlich, ne? Okay. Nicht sonderlich. Das ist also der Aber auf dem Eselfilm darf ich mich freuen. bist. Ja, daher rühren meine schweren Depressionen und meine geritzten Arme, sagt man jetzt nicht gescheit, weil Kamera schlecht ist. Ja. Wenn man so Beverly Hills Cop hergeschaltet, na, ich kann es nicht anschauen, Ritz. Was fragt der Knedel, wo ist Man in Black 5 nur ein Thema? Keine Ahnung, erstmal sollte man Teil 4 löschen und nochmal neu dran, da ich sagen. Der war nicht so toll, ja. Nicht so toll, ist sehr nett ausgedrückt. Her, oder? Dass der Ja, rausgekommen ist. keine Ahnung, es kann nicht lang genug her sein, dass ich den Film gesehen habe. Ja. Aber ob Man in Black 5 nur ein Thema ist, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja, was war's denn dann? Was war es denn dann? Lass mal schauen. Schnell auf den Zettel schauen. Mal schauen. Wird ja eine der Filmkurs mit dem Essen, das lebendig ist. Hat er nicht Sausage Party geheißen? Da kommt nämlich mit jetzt. Seth Rogen. Ja, genau, da kommt nämlich ab Juli jetzt auch eine Serie. Ich glaube, ab 11. Juli gibt er auf Prime eine Serie. Hast du den Film gesehen? Ja. Der war irgendwie. Ich kann mit dem Film echt nichts anfangen. Nein, ja, nicht. Also Der hat seine Momente gehabt, aber das war's auch schon wieder. Ja, vor allem ich glaube, wenn du die mit der Thematik nicht beschäftigst, dann glaubst du einfach, okay, das ist irgendein verdrehter Kinderfilm. Und ich weiß nicht mehr, wo ich war, und dann habe ich gehört, wie irgendein Bab erzählt hat, ja, dann habe ich halt die Kinder da davor gesessen und bin da und ist dabei irgendwie ins Büro gegangen, und dann irgendwann haben die die ganze Zeit gefragt, ja, was das Ficken bedeutet. Dann hat er gesagt, wie kommst du denn da drauf? Ja, in dem Film ist das alles vorgekommen. Ja, ich fand die einzige Szene, die ich wirklich witzig fand, ist das, wenn es dann in der Kirche alle hergerichtet werden und das dann so im Soldat James Ryan-Stil gemacht worden ist, wo sie dann nochmal die landen und dann geht doch eigentlich so Gemüse umeinander und sucht seine Teile. Das war, also eigentlich nur die Kochszene fand ich witzig, ansonsten ist der Film schon sehr blöd. Also das ist schon ein sehr spezieller Humor. Und dann denke ich mir auch wieder, der Cast, der da teilweise mitgemacht hat, also das ist natürlich immer so eigentlich die Community da vom Seth Rogen, Ja. aber hat er nicht ein Ding mitgemacht, die Gwen Stefani. Na, wie heißt die Schauspielerin, Freundin vom Iron Man? Pepper Potts, Gwyneth Paltrow. Ja, genau. Die hat nämlich seine Freundin da drin gespielt. Echt? Ja.
Cast weiß ich gar nicht, aber es ist, ja, der Seth Rogen-Humor, der schlägt bei mir in beide Richtungen aus. Entweder finde ich voll beschissen oder ich finde ihn voll geil. Da gibt es irgendwie kein Okay. Mittelding. Das ist Ja. so wie Ananas Express, feier die voll. Kannst du mir in die Hosen scheißen bei dem Scheißfilm. Also im Prinzip wie Adam Sandler. Ich vermisse den Kassettenschmerz mit dem Mike. Good old days. Ja, wenn ihr da irgendwie arbeiten müsstet Ja. und ja. Kinder ins Fußball fahren. Hallo, wenn sie Fußball spielen wollen, dann sollen sie vielleicht zum Fußballplatz laufen, die brauchen eher Kondition. Oh, sollen wir da ein paar Fußball-News raushauen? Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Was? Was? Ja, okay. Du bist nicht im Game. Was hast du denn für Fußball-News? Ich habe keine Fußball-News. Ich kenne das alles. Also, Also. ich muss sagen, ich bin null im EM-Fieber. Jeder bockt das gar nicht. Was Meine hast du Frau, da ist geboxt? gestern, meine Frau hat gestern gefragt, ja, magst du nicht mit mir das Fußballspiel schauen? Dann habe ich so angeschaut und habe dann versucht, mit meinen Blicken Bände zu sprechen und ihr zu signalisieren, dass das eine ganz dumme Idee ist. Und sie dann so, Corby, hast du Schlager? Corby? Und dann, ja, Kim, du kannst ja einfach neben mir sitzen und ein bisschen zuschauen. Und ich bin da gesessen und hab mir Ein gedacht, bisschen hingelangen. oh Gott. Nein, es geht Also- nicht, weil sie voll im Thema drin ist. Also sie ist schon wirklich so der Mo bei euch. Voll. Voll, Ja. ja. Absolut. Sie hat das sexuell gesucht und die dann gefotzt, oder? Ja, genau, immer und immer wieder. Ich habe Ja, gar nicht gewusst, schon. was ich falsch gemacht habe. Ja. In dem Moment, wo die Schweiz 1-0 geschossen hat, hast du schon nicht drin gehabt. Ja, war ich schuld. Ja, genau. Was wärst du da sitzt und so dumm schauen, du Trottel? Tatsächlich hat sie mir wirklich die Schuld gegeben, weil ich da in dem Moment gerade mit dem Hund draußen war. Und kaum bin ich aus der Tür raus. Nein! Nein, ich habe auch noch, das Einzige, was ich gesehen habe, war das erste Spiel, was hast du gesehen? Da habe ich nämlich gerade, ich bin ja im Retro-Lego-Fieber und suche mir die ganzen Teile für meine alten Sets zusammen und habe dann einmal auf der Lego-Homepage geschaut, ob man sie Einzelteile oder welche Einzelteile das man bestellen kann. Und da habe ich im Hintergrund dann das Deutschland-Schottland-Spiel laufen lassen. Das ist alles, was ich bisher an Fußball gesehen habe. Ich schaue ab und zu mit dem Live-Ticker rein, aber so wie früher, was heißt früher, es ist aber auch schon wieder wahrscheinlich 8 Jahre her, dass ich wirklich, dass ich wirklich Turnierfieber auch gehabt habe. Überhaupt nicht mehr. Es ist mir vollkommen scheißegal. Du schaust Aber zumindest- Ticker eine. Ja, also, wenn ich, weil es sind ja, dann interessiert es dich irgendwie doch. nur damit du halt ein bisschen, mein Gott, wenn du mal irgendwo Schmerz aufkommt, dass du nicht direkt wie der Korbi da stehst und gar nichts schmerzen kannst. Okay. Genau. Dass man Warum sagen kann, nicht? ja, weiß ich schon, Ungarn, 2-0, Abseits hinter ausgespielt, ja, Eva, passiv Abseits und Abseitsfalle und so, ist schon, das ist schon. Und, Falle, echt, sowas gibt's Ja, auch. Abseitsfalle, ja, und dann Ja. Bildschirmbeweis, was schon Videobeweis und alles, also. Ja. Kenn mich Ich habe schon dann aus, gestern kenn auch mich gesehen, wie er dann das eine Tor aberkannt hat und dann hat er so gemacht. Ja, genau, da gibt's so ein Video, da geht Ja. er und schaut nochmal, weil jetzt blöd war, dass er gescheit hinschaut von Anfang an. Das war wirklich Gold wert. Dann haben sie vor das Publikum und dann hast du die Likes gesehen. Ach, schön. Das war der beste Moment von dem ganzen Spiel. Sei nicht so gehässig. Ja, pst. Was haben wir denn sonst so an Film-News? Kim, verzeih. Im Dezember ist endlich offizieller Start von dem neuen DC-Universum, das der James Gunn ja einleitet. Es hieß ja irgendwann einmal noch, dass Blue Beetle angeblich noch in dem DC-Universum, in dem Neue dabei ist und das der erste Film ist. Scheinbar ist es nicht mehr so. Kann drum liegen, dass der Film ein riesiger Haufen Pferdekacke war. Aber im Dezember mit dem animierten, ich glaube, Serie wird des Creature Commandos, geht das DC-Universum offiziell los. Und ich habe keine Ahnung, was das Creature Commandos ist, aber ich werde es mal anschauen. Wow. Ich habe jetzt endlich einmal Aquaman 2 angeschaut, hast du den schon gesehen? Na. Der ist auf Netflix, oder? Na, wo ist der? Ich habe V habe ich nicht so gesehen. Wow. Ja. Ja. Ja, Ich hab mein Abo auch schon verlängert. musst für Hab House of 20 Dragon. Mal reingeschaut, ja. Ja, also ich finde, der ist jetzt nicht der Totalausfall, wie die letzten DC-Filme waren, aber ja, also, das ist wirklich absolut seichte Kinder-Action-Film-Unterhaltung gewesen, sonst nichts. Okay. Also schaut- eigentlich perfekt für die. Ja. Fick dich. Hast du denn dann, Na. ich glaub, heute ist das rausgekommen, oder? Wann ist die Bill und Tom Kaulitz Serie auf Netflix rausgekommen? Ah, Du hast ja okay. bestimmt die Staffel schon durchgesuchtet. Ja, und öfter mal dazu masturbiert. Ja. Ja. Habe ich auch früher schon durch dem Monsun-Video, muss ich gestehen. Gott.
Keine Ahnung, den Ist das Scheiß schauen überhaupt- wir nicht an. Ist das überhaupt eine Serie? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe nur auf Netflix geschaltet, dann habe ich das Battle von den zwei Affen gesehen und mir gedacht, alles klar, ich kündige Netflix. Ach, ich kann dich beruhigen, das geht erst morgen los. Ach, habe ich es nicht versammelt. Habe ich es nicht versammelt. Ah. Bayer Michi sagt Dere, Hopperdere. Und Gnedelwurzler sagt Rest in Peace, Donald Sutherland, der Bab vom Kiefer Sutherland. Ja, stimmt, Rest in Peace. Machen wir jetzt schnell eine Schweigeminute, das gibt billigen Content. Nein, ich hab keine Lust nicht. Das aber nicht lange ausgehalten. Na, sag mal Freundin Albe. Soll ich machen? Was soll ich machen? Ja, stimmt. Also- Also, weil man aus Aquaman schaut man sich ja wegen Jason Momoa an. Das ist schon auch wahr, aber da schauen wir lieber 48.000 Mal Man of Steel an, weil der Henry Cavill also zu dem hobelt ich lieber als zum Jason Momoa. Amen. Amen, ja. Amen, Bruder. Für den Alright. Steppi, leider hat er es halt nicht geschafft. Ich habe extra News für den Steppi mitgenommen. Halt, warte. Ganz Bin schon- kurz. bin schon. Weil du bist wieder mal da in deinem Zug, der nicht mehr anhalten kann. Der von mir Ja, jetzt der eigentlich. Rail Train hat keine Bremsen. Können wir jetzt in dem Tut, tut. Kassettenschmatz eigentlich auch über Spieleankündigungen reden oder ist dafür exklusiv der Talkthrough gedacht? Exklusiv Talkthrough haben wir gesagt. Ja, aber das hat doch zwar völlig falsche Formate. Weißt du, Kassettenschmatz ist ja nur für YouTube, falls ihr das noch nicht realisiert habt. Ihr Und das, andere ist Spacken. das andere ist unser Podcast. Wir können doch eigentlich da doppelt gemoppelt drüber reden. Ja, haus it aus. Ich werd jetzt Ja, nicht- Zelda! Hast du es gesehen? Alter Schwede! Zelda. The Ja, Legend Logo. of Zelda Echo of Wisdom. Und wie oft hast du schon vorbestellt? Geht noch nicht. Was? Geht noch nicht. Ja, habe ich auch gesagt, Nintendo, wo's? Aber findest ich habe du das nämlich auch Spielprinzip? sofort schon. Ja, Alter, es ist der Link's Awakening Remake Look. Ich habe sofort Pippi in die Augen gehabt, weil das ist so ein schöner Look, finde ich. Der gefällt mir jetzt tot gut. Und ich finde auch den Ansatz einmal ganz geil, mit der Heldenrolle, dass die gewechselt wird, dass der Link diesmal verschwindet und man mit der Prinzessin Zelda durchläuft. Vor Ja. allem, was man vor dem Gameplay, was man schon gesehen hat, glaube ich, wird es ein ganz interessantes Gameplay. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ja, also ich habe natürlich zuerst die ganzen Hasskommentare gelesen. Ja, unter ist dem eh klar, Video es- auf, weil's auf woke ist. Facebook. Ja, Ja. ich fand's so geil. Es war so unglaublich cool, wie sie die Leute dann darüber zerreißen. Was muss ihr? Und da schreibt einer drunter, ja, aber das ist seit 20 Jahren oder 30 Jahren immer das Gleiche. Seid davor, dass wieder was anderes kommt. Ja, Den sofort praktisch niedergemacht. Was Ja, fällt ja. dem ein? du bist doch Ah. der Letzte, wie kannst du da nicht mitschimpfen? Ja. Und weil es nicht scheißegal ist, ob ihr da jetzt dann Link oder Zelda steuert, bei dem Chibi-Look, der da ist, da ist es doch vollkommen wurscht. Es ist doch eigentlich nur wichtig, dass man ein cooles neues Gameplay hat. Die coole Optik finde ich geil. Und vielleicht wird da mal wieder mal eine coole neue Story mit der Zeit, mit dem ganzen Ding, dass ja da Löcher aus der Welt gerissen werden. Also ich bin da voll positiv eingestellt Ja, zu dem vor Ding. allem dieses Kopiersystem, das schaut schon Ja. verdammt cool aus. Ja. Und allein bei dem, was man im Trailer sieht, das regt einen schon so zum Nachdenken. Oh, okay, was wird da noch alles möglich sein? Und Ja. kann ich das Spiel vielleicht dann auch irgendwie austricksen? Ja, wenn es dann, was weiß ich, ein Bett kopiert hat, damit du auf dem Hügel laufen kommst, hast du einfach 10 Betten hintereinander als Treppen hinbaut und so ein Zeug. Also, Ja. ich glaube, dass das schon witzig wird so vom Gameplay her. Ja, also ich gefällt mir auch total. Natürlich. Ich fand das allgemein die Nintendo Direct überragend gut, aber überragend. wirklich überragend. Gab es da den Trailer zu Lego Horizon? Weiß jetzt gar nicht, ob der da dabei war. Aber das Das ist, interessiert mich dann ich voll den glaub, Scheißdreck. Ich glaube, das heißt Lego Horizon Adventures oder so. Ja, kann sein, dass der auch und dabei war. Ich habe da nur ein paar Bilder gesehen und das hat schon mega ausgeschaut. Vor allem, wenn das halt so ähnlich ist mit dem Gameplay wie die Horizon-Lego-Spiele. Mein Spiel. Ja, ich bin jetzt da bin ich jetzt nicht so drinnen. Für mich waren halt dann so Sachen wie Metroid Prime 4 Trailer und das Mario und Luigi noch. Und Neugier war dabei. Aber wie gesagt, ins Detail gehen wir dann im Talkthrough. Sonst sagt der Seppi, wenn er anfängt damit und wir sagen dann so, haben wir schon lange alles verzeiht, dann Ja, können wir aber doch ab. Erzähl was halt nice. doch dein Maul, Seppi. Ja, irre. Was verzeiht Irre. jetzt?
Der Gnädelwurzler schreibt, das kann ich nicht ganz lesen. Ach, mit dem Linkle. Linkle. Ja. Ja. Wo Lecke sind dann ganz Japan dort brennen, weil die ganzen Vogue-Nazis dann auf Japan fliegen und Nintendo samt alle anzünden. Der Teufel ist los. Wow. Für alle, die praktisch nicht wissen, was das genau bedeutet, hast du richtig viel Kontext da jetzt mit einbaut. Also Linkle ist praktisch die weibliche Version vom Link, die bis jetzt meines Wissens nur in Hyrule Warriors vorgekommen ist. Ich glaube auch Und nur da da. eigentlich einen ziemlich geilen Charakter abgeben hat. Hyrule Warriors habe ich nicht gespielt. What? Das ist echt gut. Also es macht voll Glaube ich, ja. Glaube ich. Ich habe von der Warriors-Reihe, also ich habe die Dynasty Warriors-Reihe mal gespielt, aber nur einen Teil auf dem Game Boy Advance damals. Ja. Das fand ich eigentlich ganz cool, das ist ja schon der Zeitvertreib für zwischendurch gewesen, aber Hyrule Warriors wollte ich mir dann immer holen, aber ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Gut, Ist zurück irgendwie zum an mir vorbeigegangen. Kassettenschmerz. Zurück zum Ganz Seppi. ganz wichtige Info. Und ich weiß, ihr werdet jetzt alle euch denken, Alter, halt's Maul, ich hab gedacht, ich krieg das die Woche. Und jetzt verzeihst du mir, dass es erst zum 1. August rauskommen soll. Ja, Digimon Adventure Staffel 2 hätte eigentlich in diesem Monat noch rauskommen sollen, auf Blu-ray, auf Deutsch, verschoben auf 1. August. Das ist scheiße. Schon, oder? Da lacht er einfach nur. Ja, weiß nicht, ich kauf's mir ja nicht. Ja, klar, weil es dann von mir wieder leist. Klau. Okay, Ich gut. jetzt eher klauen, aber okay. Na, Digimon habe ich ja erst angeschaut. Was heißt erst angeschaut? Ich glaube, vor 2 Jahren mein Marathon gehabt. Ich bin jetzt gerade im Bleach-Marathon drin und ich muss jetzt mal Bleach durchheizen. Hm. Aber Okay. ich bin jetzt irgendwo bei 95 und ich habe damals gemeint, weil ich habe das schon mal angefangen gehabt und dann habe ich gemeint, ich bin bei Folge 110 ausgestiegen. Habe aber dann festgestellt, dass ich anscheinend bei Folge 50 ausgestiegen bin. Wow. Haben wir dann jetzt nochmal 300 Folgen vor mir zum Schauen. Du hast echt so ein schweres Schicksal. Du Das ist Wahnsinn. Kein Schwanz ist so hart wie mein Leben, der Garantiere. Ja. Der ganze So, wieder. jetzt du hast 1000-mal angekündigt für den Seppi. Ich hab von Seppi was gehabt. Adventure Time kriegt einen Film. Was? Schüttelst du den Kopf? Lass einen Seppi in Ruhe. Lass einen Seppi in Ruhe. Adventure Time ist Weltklasse. Adventure Time kriegt einen Film und 2 Spin-off-Serien. Ich hab nicht gewusst, dass Adventure Time so erfolgreich ist, dass man so viel rausholen kann, aber ich wurde eines Besseren belehrt, als ich diese Nachricht gelesen habe. Und ich habe auf den Film auf alle Fälle Bock, weil ich finde die Serie ganz witzig. Das ist wie War so, nicht keine Adventure Time vor Rick und Morty so eigentlich das Guilty Pleasure Ich glaube schon. Zeichentrick für Kinder, Schrägstrich, Ich glaub eigentlich schon. für Erwachsene Ding? Ja, genau. Und es ist halt wirklich, man denkt sich, was ist denn das eigentlich für Kinderkack, aber es ist jetzt so viel Na. erstens mal ist so viel Psycho-Scheiß dabei, Ja. dann mittendrin ist es wieder total kindisch und dann passiert aber wieder irgend so ein krasser Scheiß und sagst, Alter, das hat eigentlich, ja, und das zum Anschauen für mich, also so stelle ich mir einen LSD-Trip immer vor. Für mich ist es einfach ein schaubarer LSD-Trip, das Ding. Es schaut Also so für irre mich- aus. Für mich ist Adventure Time praktisch die Serienumsetzung von The Yellow Submarine von The Beatles. Und zwar, wenn da drunter steht, that inspired and produced by The Beatles, dann ist sofort klar. Ja, kann man, da ich unterschreiben. Also, ich kann mir auch nicht 2 Folgen am Stück anschauen. Das Gute ist, dass das ja pro Folge immer 2 Episoden sind. Und jetzt kann man es jetzt gemütlich immer wieder mal 1, 2, 3 solche Dinge einbauen und dann wieder aufhören, weil das wird dann echt schnell zu viel, aber ich mag's gern. Ich mag den, vor allem einen Hund, wie heißt der? Jake. Er ist der Geilste. Der Hund ist der Geilste, der sich in sämtliche Sachen verwandeln kann und er ist einfach so geil bescheuert die ganze Zeit. Und der bringt halt einmal diese krassen, trockenen, Erwachsenenwitze mit ein, was sagst du, was? Was hat das eigentlich für FSK? Das hat mich mehr interessiert, da müsst ihr die beschauen. Das müsste eigentlich ab 6 18 sein. wahrscheinlich oder 0. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Aber ich freu, also auf den Film freue ich mich, Spin-off, keine Ahnung, über was wir da Spin-off machen möchten. Ein Realfilm oder ein Zeichentrickfilm? Nein, Zeichentrickfilm. Oh. Zeichentrickfilm, ja. Man kann vielleicht noch einen über ein Ding machen, über den geilen Pinguin vom Eiskönig, der Günther. Günther! Das ist so geil, wenn er der Eiskönig ruft. Günther! Ich muss immer lachen. Es sind immer so Kleinigkeiten bei dem scheiß Adventure Time, wie eben dieser Scheiß, dass der Pinguin Günther heißt. Habe ich lachen müssen beim ersten Mal, nur weil der Günther heißt. Und man watschelt da so geil davor. Und ist immer Bass. Hast du eigentlich My Little Pony gesehen? Na, Ähnliche Kerbe. Also Echt? wirklich ähnliche Kerbe. Nicht ganz so abgedreht, mhm. aber die Ponys sind, also das ist schon echt so grenzwertig. Also da fragt man sich auch,
Was rauchen die da eigentlich die ganze Zeit? Oh Gott, ja, ich weiß nicht. Irgendwie manche Kinderserien laufen an dem Thema Kinder stark vorbei. Ja, Aber schon. gut für uns. Oder zumindest für mich. Ich hab damit meinen Spaß. Okay. Ich hab damit meinen Spaß. Hast du Arcane angeschaut? Diesen LOL-Anime zu League of Legends? Anime. Ja, ist doch. Also es ist animiert, ja, aber Ja. es ist kein Anime. Ja, stimmt, es kommt direkt Anime. Ist eher so wie das Dragon Age, oder? Wie die Ding kosten. Auch zu dem Spiel, die Serie, die sechsteilige. Ist wurscht. Aber es ist kein Anime. Die animierte ich hab Serie. die ersten 3 Folgen gesehen. Das ist ja das, Aha. wo Imagine Dragons doch diesen Legend-Song gemacht hat, oder? Keine Ahnung, ich bin bei dem Arcane nicht so drin im Thema, weil Ja, aber es du mir bist nicht so doch gefallen hat. Imagine Dragons-Fan. Nimmer. Die sind jetzt, glaube ich, Was? auch Vogue. Die sind jetzt auch Vogue, glaube ich. Deswegen mag ich es nicht mehr. Ah, okay. Ich glaube, du hast jetzt Imagine Draginnen. Mhm. Mit Und Doppelpunkt. Und Drag mit A geschrieben. Draginnen. Die zwei. Na, keine Ahnung. Weiß ich, kann sein, dass da irgendwas war, ja. Aber auf alle Fälle für alle, die Arcane schauen und Arcane feiern, genießt die zweite Staffel, denn sie wird die letzte gewesen sein. Hä? Ist da erst eine Staffel rausgekommen, oder was? Ja, die zweite, glaube ich, kommt jetzt heuer noch raus. Und dann heißt Arrivederci Arcanerci. Ja, krass, weil das ist ja 2021 rausgekommen. Ja, Aha. Die haben ja eh dann ewig gebraucht, dass da eine zweite Staffel überhaupt machen. ich sehe, das hat voll lange jetzt alles dauert. Ja, ja. Da Enemy, nicht Legends, von Imagine Dragons. Ja, Sag das halt gleich, mein Gott. mir ist Wobei auf der Zunge liegen. das Setting echt geil ist, weil es ist diese Steampunk-Welt. Ja, Und da gibt es ja auch Phantasialand, so eine komplette Area, also Steampunk-mäßig voll in League of Legends also, voll geil. habe ich nie gespielt, League of Legends. Ich habe im Phantasialand gesagt. Im Also ich Brühl. hab gemeint, dass in League of Legends einen Bereich gibt, der Phantasialand heißt. Keine Ahnung. Das ist. Also du hast auch 800 nicht Jahre gespielt. her. Ja, doch, vor 800 Jahren. Damals ist es nur als Dota-Alternative beworben worden und was weiß Mhm. ich. Und da gab es noch Warcraft 3. Und zwar das alte. Tja. Bitte. Ja, Was es ist soll schon man? traurig, weil ich habe eigentlich gedacht, dass die richtig gut ankommt, weil da, ja, weiß ich nicht, da war schon Imagine Dragons, wenn die dafür gewonnen werden, dass die da ein Lied machen. Vielleicht geht es ja gar nicht darum, dass sie nicht gut angekommen ist, sondern dass halt wirklich die Geschichte einfach ausverzeiht ist. Wo sie ja auch nicht unbedingt verkehrt ist, wenn man dann einen Haken dahinter setzt. Die war auf jeden Fall hübsch brutal. Ja, ich möchte es mir auch nochmal anschauen, weil so viele Leute davon geschwärmt haben und ich damals eben nicht warm bin damit, aber ich werde nochmal eine Chance geben. Im Juli, 29.07. startet Futurama, glaube ich, die neue Staffel auf Disney Plus, gell? Ah, ich habe Oder gedacht, das stopp. ist schon lange draußen. Ist Staffel 12, das ist die neue, oder? Keine Ahnung. Du bist der Futurama. Ja, ich habe es Fanboy. immer fertig geschaut. Ich habe da irgendwann keine Lust mehr gehabt. Oh, Weil du bist so blöd. Na, weil ich fand, dass die Staffeln, die danach die Filme rausgekommen sind, richtig schlecht waren. Echt? Ja. Ich weiß, da Ich bin kann ja. jetzt da gerade spoilern wie Sau. Ja, da war nicht. Aber dann mache ich es lieber nicht, ja. Na. Und Mitte Juli kommt übrigens auch Bullenhaie versus Hammerhai und Bullenhaie auf Beutejagd auf Disney Plus. Wann kommt ein Planet auf dem New Kingdom? Keine Ahnung, haben wir noch keine Info gekriegt. Ja, was ist da eigentlich los? Weiß ich nicht. Was die ist Leute, da die, eigentlich los? ich weiß nicht. Das ist ein kinomäßig ist die Woche auch nicht voll los. Das war wirklich geile, was kommt. Das ist ein Quiet Place Tag 1. Was, ist schon draußen? Der kommt jetzt diesen Donnerstag was ist das, der 27. Ja. Dann haben wir noch Ellie ungeheuer gemein für unsere Kleinen. Die Okay. Gleichung ihres Lebens. Und das war's. Wow. An interessante Sachen, ja. Daddy-O kommt noch, eine Nacht in New York. Kenn ich nicht, hab. Interessiert Okay. keine Sau. Interessiert doch keine Sau. Aber was, Ja, hast du noch ein paar News für uns? Oder hast Nein, du ich schon. habe gar nichts mehr, gar nichts. Ich habe hier nur so eine Zeitung, da kann ich draus vorlesen, wenn du willst. Nein, du liest jetzt nicht aus der Zeitung vor, weil du A nicht lesen kannst und weil es B ums Zocken geht. Ich zeige nur Bilder. Jetzt sag mal irgendein Beutel her. Was ist das?
The Lords of Ire. Morbid. Jetzt schau dir mal das Bild an. Was soll denn das? Keine Ahnung, es ist fucking unscharf. Schon, gell? Ja. Ja, Dann Traum. darf ich mich sagen, ich hätte nämlich nur 3 Trailers am Start, die wir uns mit unseren Leuten hier anschauen können, wenn sie Bock haben. Wer keine Trailer anschauen möchte, soll sich jetzt bitte schworben. Denn als erstes hätte ich auch einen Trailer mit hergenommen, extra für den Mike, der aber halt wieder mal mit Abwesenheit glänzt. Genauso wie sein Platten glänzt. Das ist der Trailer zu Paddington in Peru, Teil 3. Have fun. Thank you for using PhotoMe. Thank you for having me. Please note that headwear is not permitted. Make sure your face is within the red circle. Red circle. Right. Commencing photos in 3, 2, 1. No, wait. Dear Aunt Lucy, I have very important news. We're coming to visit you. The Browns are coming to Peru. Browns, für rassistisch. Everyone! He's coming! Oh, what a handsome boat. Hola! Smooth, strong, easy on the eye, and that's just the boat. Voila. Aunt Lucy! Huntington, we're here! Aunt Lucy! I'm afraid she set off on some sort of quest deep in the jungle, and we have no idea where she is. Aunt Lucy found me when I was a cub. Now I have to find her. But the Amazon is Der Film hat ja alles. Voll. Jetzt wird er nur ein Triple Threat erfüllt. We have to try. And I have faith that you will survive. Mit ihr. Und im Paddington seine This will be Trompete. fun. I can show you where I'm from. Well, we wanted a Oh, for holiday Indiana to Jones. remember. Is it me or is it getting a bit choppy? I appear to be driving the boat. Welcome to Peru. Der war gut. Der letzte Ja. Witz, der hat mich amüsiert. Nimm ich Das mit, nimm leckt ich mit. voll, wenn du das abspielst. Das ist ja irre. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Müsst ihr die Ja. anderen anschauen. Kurz eingehakt, also Krawallmaus, ja, wir haben ja über alle Steckkopf geschmerzt. Dazu kommt nämlich eine Serie nächstes Jahr, für die jetzt extra nochmal die Info. Und der Gnädel Wutzler, Retaliators, ja, ich fand den cool. Also kann man sich anschauen. Jetzt hat Start, weil wir die nächsten Trailer anschauen. Und zwar zu Watchmen. Da kommen nämlich animierte Filme raus. Also Lucky, Lecky, Lecky, also weil es leckt, wie der Ding behauptet hat. Aber wir schauen mal jetzt Watchmen mit Werbung. Echt, du sagst jetzt Werbung, okay. Nein, überspring's natürlich. Someone's picking off costumed heroes. Maybe this was a political killing. No. Somebody knows why. There is good and there is evil, and evil must be punished. I do not do this thing because it is permitted. I do it because I have to. Schaut irgendwie aus wie ein Spui. Ich kriege auf alle Fälle eine Gänsehaut. Okay. Ich liebe Watchmen, ich liebe den Film, ich liebe die Comics, ich liebe alles daran. Ah, I do love everything. Und jetzt kommt die coolste Trailer-Überraschung. Die Mail habe ich auch kurz vor dem Kassettenschmerz noch gekriegt, dass der Trailer jetzt draußen ist. Und zwar der erste Trailer zu Nosferatu Remake von Robert Eggers ist am Start. Also, jeder, der fett mich, Hosendirl auf, Hosen aufmachen, riecht's euch her. Dirche, Creme, keinen Trockenstart bitte. Boom. Komm zu mir. Komm zu mir. Höre mein Rufen.
Mhm. Professor, meine Träume werden dunkler. Kommt das Böse aus unserem Innern oder aus dem Jenseits? Er wird kommen. Er wird kommen. Er kommt zu uns. Er wird zu uns kommen. Wer wird zu Ihnen kommen, mein Kind? Nein! Wir begegnen hier nun dem Vampir. Nosferatu. Mega. Voll geil, oder? Also, wenn einer das verfilmen soll, dann er. Dann Das er ist ja, definitiv. das ist ja echt Hammer. Da Ja. bin ich jetzt auch schon richtig, richtig heiß auf das Ding. Ja, das war's für heute. Mit super tollen Neuigkeiten, super tollen Alter. Trailern, super tolle Typen, super tolle Zuschauer. Ja, richtig. Die Community war wieder mal hier diejenige, die Fabulös. eigentlich das Feuer in uns entfacht. Ja, Dieses Wissensfeuer teilweise. ja. Satz die, Einfach warum nur wir toll. jeden Tag aufstehen. Ja. Genau. Gut, Ja, gut. Dann vielen Dank, Kani, für die Einladung. Es war wieder mal ein Fest. immer wieder gerne. Danke an alle, die zugeschaut haben. Und dann sehen wir uns spätestens. Wir hören uns morgen zu einer neuen Folge und wir sehen uns am Montag wieder zu den nächsten super tollen Neuigkeiten. Angeblich ist der Seppi wieder dabei. Mal schauen, ob wir es auch zu viert schaffen. Mit dem Ha. Kackhaufen Mike. Macht es gut und Wiederschauen. Adieu. Boom. 5 Stunden schon her.